a gitten Rätsche verloren. Ich will einfach immer reden ein bisschen, was der Koech von Kleinigkeiten ist. Es macht sich einmal, man kann unterschätzen, was eine Kleinigkeit kann machen, eine Wirkung in dem Leben. Und ich will bringen ein Beispiel von als Kind. Meine Mama ist genau, sie hat eine große Sprache. Ich bin der älteste von 11 Kindern. Und sie ist gewesen eine ausgearbeitete jüdische Frau und nicht gehabt keine Zeit, sich aufzurieren. Aber jede Schabbat hat sie es gemacht, ein Quiz, von einer jungen Mädel. Sie erzählen für uns eine Masse von Menachem Mendels Buch Shabbos Kodesh. Und das sind gewesen solche interessante und belehrende Minuten und auch sehr bereichert meine Jugend, weil sie sitzen mit Mama und hier der Masse in seinen die spannende Minuten von der ungezogene Story. Es ist gewesen ein Überlebnis. Man hat gar kein TV, man hat gar kein Sachen, Movies, wo sollen Interhalten. Es ist gewesen ein mordige, starke Überlebnis. In Juden später, wenn ich bin schon weggegangen von dem katholischen System, in es gewesen sehr schwere Zeiten, weil man gerade wegzunehmen meine Kinder, es gewesen sehr ungezogen in challenging, ist Minuten, also solche kleine Minuten wie Shabbos, hier meine Mama verzeihen am Maße, ich hatte sie genau so ausgemittet und sie hat nicht gekannt ihn helfen, wo sie war wegen gewollt ihn für uns, right? So, die Zeit, wo sie hat ja gekannt weggeben, ist gewesen also so viel mit Liebschaft und so als Beweis von mir, finden, wie stark sie hat gekehrt für uns. Und das hat mich gehalten in die schweren Zeiten. Diese Chronis von den Momenten, wo sie sich gegeben mit mir, ist Gott, ich habe nicht gehabt, keine Gelegenheit zu reden zu ihr. In jener Zeit für mein Leben, wenn es ging bitter schwer, man geteilt wegzunehmen die Kinder, das ist eine gefährliche, challenging time, aber die kleinen Minuten haben mich belachten mein Weg, wie man sagt. Es hat mich der Mann, für was ich tue das, für was ich will sich so weggeben, weil die Liebschaft, was man angelegt in mir, das habe ich gewollt weitergeben für meine Kinder. In anderen Wegen ist auch du, was man kann sag mal unterschätzen, Kleinigkeiten. So du die anreden schon mal als man darf um eine riesige Matuna, eine riesige Trip oder eine riesige wer weiß was, sie überzeugen für einen Mensch, dass man hat jemanden lieb. Sie ist ein Kind, sie ist ein Partner, sie wer immer. In der Ernst ist also die Kleinigkeiten reden nach Sach tiefer, nach Sach stärker, wie die eine größere Matuna, in eine größere Trip, in eine größere Verbring. Weil die kleinen Momenten, wie man geht sich bei Emmas weg, immer bei Emmas, man weiß auch, der Emmas Liebschaft, nicht mit der Sache, nur eigentlich mit der Herz, die sind die Sachen, was bauen bei Emmas Acacia, und die sind die Sachen, was bleiben bei Emmas in der Beiner. Und nochmal du ein dritter Weg, wieso man kann unterschätzen Kleinigkeiten, ist, wenn man fühlt sich stuck, man fühlt sich in einer schweren Matze und man weiß nicht, man sieht nicht keinen Weg raus, und du the light at the end of the tunnel, wie man sagt das in Englisch, und man sieht nicht das Licht von das, wie wir sagen, das Soft von den Schwierigkeiten. Ist einmal kann man unterschätzen, was eine Kleinigkeit kann auftun. Kleine Schritt, eine kleine Histadler, was ein Mensch tut, sie können, vielleicht geht er nicht bringen, die ganze Geschichte, was will, aber it gets the ball rolling, so als was hilft umfangen, directen dein Leben in eine andere Richtung, in eine Richtung, was die nimmt die Leute in deine eigene Hand und du willst 10 Sachen zu verbessern in deinem Leben, ist vielleicht eine Kleinigkeit. Die weiß nicht, wie viele größere Sachen können rauskommen davon. Ein Beispiel von dem ich geben, was mein Mann ist gegangen mit den Kindern zu Fabrik. Er ist getrogen zu jüdische Festival, was er gewähnt in Montreal. Sie gehen also das ist eine einmalige Gelegenheit in aber wenn immer gesehen habe, Fabrik, was es scheich zu nehmen, die Kinder hat allemal das gewollt hin.
So hat hingetrunken die Kinder in sehr interessante Spielen in alle Sort interessante Sachen, was man gekannt in Jiddisch. Und inzwischen hat er getroffen dort einen Mann, was hat ihm gehört reden Jiddisch und er hat sich befreundet mit ihm. Und mein Mann hat ein bisschen erzählt von seiner Vergangenheit. Und jener geworden sei excited, sei freilich, weil jener sei lieb Jiddisch, aber er hat nicht gehabt Aufbrach redende Jiddisch. Hat ein bisschen gelernt Jiddisch, aber er hat sehr stark alles zu lernen mehr. So was geschehen ist, von der Kleinigkeit, was er dort hingegangen zu der Jiddisch Festival, er hat nicht geplant zu treffen, neue Freund. Er pusht gewollt hin für seine Kinder, etwas eine interessante Sache. Später hat sich ausgelost, als der junge Mann hat uns invited zu seiner Schule. In jener Schule haben wir uns gehabt, aber Mitzvah für unsere älteste Sohn, aber Mitzvah für unsere Tochter und so weiter für alle unsere Kinder. Und sie geworden die Kahille wie sie geworden, also wie man sprechen. Sie geworden ihr Mikla, wie man sagt, ein gewaltiger Platz für uns zu bleiben. Und man meint, dass ein kleiner Schritt wird nicht bringen, keine große Sachen, aber man kann keinem nicht wissen, was sie kann bringen. Es ist du die Masse in Schaften wegen Jeschmo, Alicia, was hat gesagt für die Frau, als sie gebeten nach Jeschia, sie gebeten, als sie soll ausgeleitet werden von ihr Hunger und von ihr Urmkeit, hat er gefragt, hast du etwas in der Haus? Du was verzahlen, dachte ich, auf Eliano, wie auch hat. Hast du etwas in Haus? Hat sie gesagt, nein, ich habe gut nicht. Sie hat sich ausgelost, haben der letzte Stück Teig, was ich noch gehabt hat man aufgenutzt auf Bräuten. Ich habe gut nicht mehr übergeblieben. Ich habe jetzt manchmal ein kleiner Breckel-Oil, was liegt noch in der Glas. Hat Eliui oder Alicia, wer immer sie gewähnt, sagt, das ist nicht. Die kleine Trapp, sie darf dann eine Keile machen, sich gebrochen. Sie darf dann eine kleine Trapp und von dem wird schon werden. Von dem kann ich kommen in die Geschichte. So, ins darf man sagen, die Keile macht sich gebrochen, wenn sie kommt zu einem Punkt, wo man fühlt, sei hoffnungslos, ist sehr wichtig, nicht aufzugeben, nehmen einen kleinen Schritt, die beste Sache, was du kannst jetzt. Und du kannst kein Wunder, was von dem kann rauskommen. Ist mit dem, was ich überlassen, und ich hoffentlich machen noch Videos dadurch, die mitteilen ein bisschen von den Sachen, was haben mir geholfen. Und ich hoffe, das wird einem helfen. Einen guten Tag.